So, das Stadion ist voll. Es ist noch früh in der Saison und beide Mannschaften, das haben die letzten Wochen gezeigt, haben so ihre wahre Form noch nicht gefunden. Insofern könnte das heute vielleicht eine richtungsweisende Partie sein, Sebastian. Absolut, Tom. Ich denke, das genauso wie du. Und gerade der Verlierer muss ja aufpassen. Also er müsste dann doch darauf achten, dass er nicht zu sehr unten reinrutscht. Aber der Gewinner, der könnte sich dann wieder nach oben orientieren. Also deswegen ist das so eine packende Begegnung. Ja, und wie er den Ball da weiterleitet, sofort, das sieht schon gut aus. Es ist ja unglaublich, wie der die Abwehr da schwindlig spielt. Alles, was aus dieser Situation entstand, ein Einwurf. So, jetzt alles nach vorne, heißt die Devise. Also mit den Flanken bringen die den Torwart nicht aus der Ruhe. Und klasse, wie er den Ball in die Spitze spielt. Und das war ganz eng jetzt. Ja, jetzt könnte sich was entwickeln. Es war ein guter Einsatz des Verteidigers hier. Ja, das war ein schöner Ball und der geht weit nach vorne. Ja, technisch sauber, sein Kopfballspiel. Klug gespielt. Und den langen Ball hat er genau getimt. Klare Entscheidung des Schiedsrichters, das muss Abstoß geben. Ja, der Ball kommt weit. So macht man das, so bereinigt man die Situation per Kopf. Klasse Zuspiel. Unglaublich, was der für eine Übersicht hat. Und dann dieser Ball. Und jetzt müsste die Flanke kommen. Ja, der Ball landet genau in den Armen des Torhüters. Ja, und da legt der Torhüter seine ganze Kraft in diesen Ball. Guter Pass, mit viel Übersicht gespielt. Und da hat er per Kopfball geklärt. Das war ein richtiger Zuckerpass. Absolut spitze. Da macht ihm keiner was vor im Dribbling. Das war ein ganz böses Foul. Und obwohl der Spieler da jetzt verletzt am Boden liegt, gibt es nur Freistoß. Ja, unglaublich, dass der Unparteiische hier einfach weiterlaufen lässt. So, an die Latte. Aber der Ball ist noch heiß. Ja, der ist gut, der ist lang und der kommt an. Und das Dribbling stammt an. Riesenmöglichkeit. Und der holt sich den Ball. Ja, es war schon ein klasse Zuspiel.
Schön geklärt. Foul. Gehalten, mit den Fingerspitzen war er noch da. So, sie haben mehrere Varianten drauf in puncto Eckbällen. Für welche entscheiden sie sich? Zwei völlig ausgeglichene Mannschaften machen hier den Sieger unter sich aus und die Entscheidung wird wohl erst in der zweiten Halbzeit fallen. So, jetzt wird's gefährlich. Aber wie er den noch gehalten hat, nutzt er die Chance. Oh, das hätte gefährlich werden können, wenn der Abwehrspieler den Ball nicht abgefälscht hätte. Klasse Pass hinein in die Gefahrenzone. Ja, man kann es doch mal probieren. Also das war ein ganz schwacher Schuss und das wissen wir alle. Das kann er viel besser. So, das war's, zumindest was die erste Halbzeit angeht. Spielstand 0:0. Also eigentlich war es ja eine faire Partie, trotzdem natürlich wirklich schade und traurig für den Spieler, dass er sich verletzt hat im ersten Durchgang. Sobald es was Neues gibt zur Verletzung, sagen wir ihm Bescheid. Wir sind gespannt darauf, was die zweite Halbzeit bringen wird. Und die zweite Halbzeit läuft. Oh, das sieht gut aus. Ja, das war klasse. Und der Keeper kommt als erster an den Ball. Ganz weiter Ball vom Keeper. Ja, gutes Tackling. Souverän geklärt. Ja, und für diese Aktion muss es Freistoß geben, ganz klar. Ein Volley wie aus dem Lehrbuch. Schöner Ball, weit in die Spitze. Ah, das ist ja ein Weltklasse-Dribbling. Wie macht er das überhaupt? Ja, frühes Foul und Sie sehen es, der Schiedsrichter greift schon in die Tasche. So, eindeutige Entscheidung vom Schiedsrichter, gelbe Karte. Schön abgeblockt den Ball. Da steht die Mauer genau richtig. Ah, das ist doch überhaupt kein Problem für einen Keeper. Schwache Flanke. Ja, Torwart will kein Risiko eingehen, klärt. Oh, da hat sein Gegenspieler aber geschlafen. Und klasse, dass der Ball auch noch den richtigen Adressaten findet. Gut gemacht und das Ganze per Kopf. Das war nicht einfach, auf die Distanz genau den eigenen Mann anzuvisieren. Genau richtig gesehen. Ja, der hat das Talent. Achtung, jetzt brennt's. So, der Ball ist draußen, gibt Eckball. Oh, das könnte abseits gewesen sein, müssen wir uns noch mal anschauen.
schnell das Mittelfeld überbrückt mit einem langen Ball. Gute Möglichkeit zum Flanken. Da wirft er sich dazwischen. Eckball. Genau in die Arme des Torhüters. Weg mit dem Ball. Völlig frei kann er sich da bewegen. Und den Ball spielt er weit nach vorne. Schön mit dem Kopf. Ja, der Ball war nicht nur lang, sondern auch genau gespielt. Oh, Achtung, oh, jetzt muss er raus. Waghalsig, aber er hat den Ball. Ein perfekter, weiter Ball. Der Abwehrspieler blockt den Ball ab. Ja, was soll er anders machen? Ja, das Kopfballspiel, das beherrscht er wie aus dem Lehrbuch. Perfekt getimt, der Ball landet genau beim Mitspieler. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schiedsrichter da lange zögert. Er wird ihn wohl verwarnen. Ja, ich weiß gar nicht, warum der Spieler hier meckert. Das war eine ganz klare gelbe Karte und die gibt's auch. Ja, man kann ja über den Schiedsrichter sagen, was man will, aber diese gelbe Karte geht uns völlig in Ordnung. Da steht mindestens eine Auswechslung bevor, ist von hier oben leicht zu erkennen. Reservisten machen sich warm jenseits der Seitenauslinie. Guter Volley. Ja, da hat der Zug zum Tor gefehlt. Er war ein bisschen zu verspielt. Und er hatte die richtige Länge auf den Flügel gespielt. Ja, das sieht der Trainer gern. Und sie sind nicht nur als Einheit stark, sondern auch die Einzelspieler machen da hinten einen ganz souveränen Eindruck. Unglaublich, wie gut die da hinten stehen. Perfekte Disziplin, perfekte Organisation. Wunderbarer Pass. Und wir warten hier weiterhin auf das erste Tor. Kann er die Möglichkeit nutzen? Erste Auswechslung des Trainers in dieser Begegnung. Und jetzt wechselt der Trainer gleich doppelt aus. So, jetzt hat er den Platz. Beide Mannschaften waren heute gleich stark und dann haben wir ein fast logisches Resultat, ein Unentschieden. So, Tom Bayer sagt, Dankeschön, liebe Zuschauer, für Ihre Aufmerksamkeit und vielen Dank natürlich auch an Sebastian Hellmann.